Salut zusammen, mein Name ist Adi Totoro und heute zeige ich euch mein Haus. Stellen Sie sich doch bitte kurz mal vor. Ich bin Adrian Vogt, 22, Jungunternehmer und angehender Multimilliardär. Und wie verdienen Sie Ihr Geld? Ich mache Videos online, Video-Production für Kunden. Also sind Sie Influencer? Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen, weil das würde ich jetzt auch nicht so sagen. Und es kommt genug viel Geld rein, um die Wohnung hier zu zahlen? Ja, es ist auch schon Geld reingekommen. Mit dem Geld habe ich mir dann die Loftwohnung im Herzen von Basel-Land kaufen. Und Sie sind sich sicher, dass das nicht das Haus von Ihren Eltern ist? Was? Ob das Haus von Ihren Eltern ist? Jetzt habe ich Sie gerade akustisch nicht verstanden. Es ist tatsächlich noch richtig, dass meine Eltern bei mir wohnen. Oder irgendwie so. Ich habe 2 Zimmer, die sind aneinander connected. Ich zeige euch jetzt einfach mein Zimmer, wie es aussieht und wie es ist, mein Zimmer. Und dann sehen wir auch, wie das Zimmer aussieht. Wir fangen an mit der Dartscheibe, die ist sponsert bei Die Different, das ist sehr wichtig. Ich stand dann hier und dann 1, 2, 3. Wow. Und dann gibt es meistens ein 180, ist jetzt für mich aber nicht mega speziell. Ein sehr wichtiger Punkt, Leute, das ist wirklich Endstadium wichtig, haben wir meine Sonnenbrillensammlung. Genau, die ist dort hinten, dort hat es ganz viele Sonnenbrillen. Das ist meine neue Sonnenbrille. Ich habe seit neuestem das Böckchen und wenn man das aufmacht, uff, Digga, dann kann man das so machen. Da sind alle Sonnenbrillen drin. Die Sonnenbrillen haben insgesamt einen Wert von mehreren 1000 Rappen. Das ist ja das Gesetz des Böckleins. Dann hier oben mein ganzer YouTube-Cash. Alkohol ist etwas, was ich aktiv in meinem Leben meide. Das kann ich auch nicht weiterempfehlen. Mein Schmuck der besteht aus Eis. Digga. Wir haben hier mehrere Eis-Accessoires. Wir haben eine Uhr, die habe ich mir gekauft bei einem Dealer einmal. Das kann man sogar abschließen. Und jetzt ist es immer noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, in welche Richtung man muss drehen muss. Auf jeden Fall kann man es abschließen. Sehr viele Bücher, das ist wichtig in meinem Leben, dass ich auch mich weiterentwickle. Genau. Dann haben wir hier Geld. Den dürfen wir nicht vergessen. Was mega geil ist, und dann, wenn ich in der Stadt bin, mache ich so. Dann nehme ich 20 Noten, mache es 3 und dann so. Und weißt du, wer kommt auf die Idee, beim Ausrauben den Hut wegzunehmen? Und dann niemand. Und darum ist es mega safe, you know? Jeder kennt den Stuhl. Dann haben wir hier Boxen. Jeden Morgen wache ich so auf. So. Ich wache so auf in dieser Position. Die können mir jetzt das glauben oder nicht. In diesem Bett ist noch nie ein Girl gesmashed worden. Nein, das ist jetzt wirklich sehr wichtig. Jetzt müssen wir mal ernst werden. Hier habe ich eine Wand, die man anmalen mit Kreide. Das ist eine deep Message an meine Viewer. Nein, hier in der Mitte ist mein Logo. Ich habe außen so ein bisschen Sachen angeschrieben, die ich machen will. Wir haben Videos, Adi Totoro. Ich leite die different Reisen. Dann 100%, weil man immer 100% geben muss. Weil, wenn man nicht 100% gibt, dann ist ja das weniger als voll. Adissimo, das ist mein zweiter Kanal. Und der Podcast, wieso das noch hier steht, weiss ich nicht, Digga. Hier haben wir noch eine Stickerwand, da sind mega viele Sticker dran. Vor allem das hier oben, zeig mal die Brand. Das ist eine sehr nice Brand, Gummilove, genau. Das ist mein erstes Zimmer von den beiden Zimmern. Ich würde sagen, das ist mehr mein Smash-Zimmer, würde ich jetzt mal sagen. Da wird mehr gesmashed in dem Zimmer. Gehen wir zusammen ins Studiozimmer. Und schon sind wir im Studiozimmer. Das Studiozimmer ist ein Studiozimmer, weil es ist auch ein Studiozimmer. Zuerst haben wir hier den Franz. Das ist ein einzigartiges Wunder, wie der so lange überleben konnte. Franz und ich haben eine gute Beziehung. Der legendäre Steiderkländer, wo ich ohne Scheiß 80% der Shirts einfach nicht brauche. Klettverschlussschuhe, nice Schuhe, noch nicere Schuhe und diese Schuhe haben wir auch noch. Die sind meistens dort unten. Da haben wir so Bändchen von Events, die ich gesehen habe. Das ist übel nice. Das ist einfach mehr zum Flexen. Weißt du, dass ich so sagen kann, ich bin beim Frauenfeld Open Media gesehen. Das ist mega crazy. Wenn man in den Spiegel hineinschaut, das ist die Eigenschaft, die er hat, sieht man immer sehr hässliche Leute. Ich kann das mal testen. Holy shit, du bist wieder hässlich. Wir haben den originalen komödiantischen Swiss Comedy Award, Kendama, in dem bin ich übel gut. Digga, das sind Statements. Das ist mein Kaktus in der Tasse. Das erkennt man vor allem daran, dass der Kaktus in der Tasse ist. Pflanze. Pflanze. Weil hier hinten so viel Zeug steht, kann man die Tür nicht aufmachen. Darum muss man original jedes Mal aus dem Fenster rausgehen, um auf den Balkon rauszukommen.
Boah. Und dann ist man auf dem Balkon. Wie gesagt, mir ist es sehr wichtig, dass man Alkohol meiden. Wie die Fläschchen hier angekommen sind, das weiss ich nicht. Wenn ich auf dieser Terrasse bin, und das ist kein Witz, zum Insta-Stories machen. Ich bin nie auf dieser Terrasse. Aber es hat auch nichts. Digga, es hat hier eine irgendwie Scheiße vom Marder oder so. Ich weiss auch nicht, wie die hier raufkommt. Erinnert mich immer ein bisschen an den Kanal von Mark Galaxy. Aber alles in allem eine sehr nice Terrasse. Dort hinten übrigens sehen wir mein Trampolin. Hallo. Nein, es ist auch wunderschön hier, wo ich wohne. Hier sind mehrere die Different Samples oder Logos, ich weiß nicht, wie man dem sagt, habe ich mal hier angeklebt. Das wunderschöne Ding, wo der Can und ich die Farben gemischt haben für unser Bild. Ich finde, es sieht fast geil aus, das Bild selber, und das steht auch immer hier. Kunst ist natürlich auch immer im Auge des Betrachters, und wenn ich hier rein schaue, ja, dann sehe ich absolut nichts. Digga. Und jetzt kommen wir zu dem Teil vom Zimmer, wo alle drauf gewartet haben. Und zwar meinem Vorhang, den hat meine Mutter geneigt. Und nebenan haben wir noch Setup. Das ist mein Setup. Mega lustig. Du bist ja mega lustig. Alles, und ich glaube wirklich alles, auch TikToks, YouTube-Videos, Insta-Posts, alles, was ihr eigentlich seht hier draussen, geht einmal über den Bildschirm und den Computer. Und ich sitze dann so da und du die Sachen bearbeiten, verarbeiten. Mein Mikrofon hat immer eine nice Brille an. Ist ein PY-Bühne am Sehen. Ich kann euch das so vorstellen, beim Streamen ist das Mikrofon hier. Ich sitze dann so da und dann so, zack, 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 zack. Da unten ist der Chat, da bin ich, da sind die ganze Szene. Das müsst ihr nicht verstehen. Weißt, das verstehen nur Leute, die auch daraus kommen. Die können mir ja sagen, was sie wollen. Aber wenn das mit dieser Brille hier nicht einfach übel sexy aussieht, Digga. Da hinten ist all mein Equipment, Stativzeugs, Kamera, alles. Da oben sind all die Schachteln. Und dann, ganz wichtig natürlich, das Bild, das Can und ich gemalt haben. Unglaubliches Bild, Digga. Für mich ist auch immer sehr wichtig, dass der Mistkübel Ordnung hat und nicht durcheinander ist. Hier unten ist mein extremer Gaming-PC, wo ich Word mit 10 FPS laufen kann. Das ist sehr, sehr nice. Sieht geil aus, oder? Ja. Kann man machen. Ja. Nice, nice. Mikrofon. Sachen, die ich von Fans bekommen habe, wie zum Beispiel das absolut schöne Bild. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Kabelstuff, Digga. Noch mehr Stuff. Schreibzeug. Der Laptop ist hier drin, weil der PC passt nicht in die Schublade, darum habe ich den Laptop hier rein. Ich hoffe, euch hat die kleine Roomtour gefallen durch meine Zimmer. Ja! Hat sie gefallen? Ja! Sag nochmal. Ja! Merci fürs Schauen. Tschüss zusammen. Ich reize so wie Wendy, ich hab Risse in meinem Handy. Fuck. Nice. Der Bruder hat ein 20 und ich geb ihm ein Backhash. Bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong. Bing. Oh. Ah, salut zusammen.